Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Secret of Monkey Island Special Edition auf Pelzig. Jo, da ist Lichterle, da ist eine Brücke, da sind auch nochmal Lichter. Und da ist eigentlich der Schwertmeister und da ist noch eine Insel zusätzlich hier und ein Haus. Ich finde, es sieht immer aus wie ein wiechter Kerl im Profil hier, die Insel, ne? Da ist die Rievenas, der hat die Gosch weit auf und da ist ein Kinn. Wir gehen erstmal dort hier. Zu der Lichtung hier. So, da. Okay, sieht ja schon mal ganz schön aus hier, ne? Also, gehen wir nochmal rein hier. Zum Zirkuszelt, wo uns die andere Piraten der Fufa erzählen mit ihrer Rad. Gucken wir nochmal, was hier abgeht. Ich habe dir gesagt, der Kanone mit der Gunpowder, mit der Schießpulver. Und ich habe gesagt, der Löwe letzte Woche solltest du zähmen. Und ich habe gesagt, der letzte Gedöns mit der Kanone irgendwas. Und du Allergie, du Gedönser, du gehst in die Kanone. Und du gehst in die Kanone. Verlierer. Raufbold. Idiote Wiesele. Okay, die beleidigen sich jetzt nur die ganze Zeit, als weiß der Teufel was, wo ich keine Ahnung habe, was die sich hier an den Kopf schmeißen. Stiftkopf ist auch nicht schlecht, Halbkopf, Käskopf, Harpie, was? Du gehst in die Kanone. Nein, du gehst in die Kanone. Du gehst in die Kanone. Alles klar, könnte ich mir vielleicht ein Trampolin ausleihen oder das hier. Das ist an Indiana Jones wieder angelehnt. Ich verkaufe diese feinen Lederjacken. Erstmal hier. Machen wir Indiana Jones. Und zup sind sie bei mir. Ah, so, na hier, einmalige Chance. Boah, du liebe Zeit, sehr gefährlich. Ja, definitiv. Ist ja eigentlich leicht, aber aufregend. Akrobatik und fabulöse fliegende Fettuccini-Brüder. Das sind wir, Bruder Alfredo und Bruder Bill. Klingt gut, bene. Einfach, ziemlich einfach. Du kannst hier in der Kanone. Und alles, was du machen musst, ist in die Kanone gehen. Und wir schießen dich heraus. Quer durch den Raum. Ziemlich safe, ziemlich sicher eigentlich. Und was sagst du? Wie viel bezahlt ihr Knetköpfe mir überhaupt dafür? Klingt 478 Piaster gut. Ja, das klingt doch ziemlich gut, auf jeden Fall. Hopp, du hast den Helm. Ja, natürlich habe ich einen Helm. Für was für ein Depp halten die mich eigentlich? Hopp, dann zeig doch mal. Wir wollen nur sicher sein. Das ist sichere. Ja, wir wollen nicht, dass du dich verletzt. No, Sir. Okay, dann zeigen wir deine Kerle doch mal, was wir da haben. Und wir haben doch so einen tollen Helm, ne? Fettuccini Brothers, hier. Na gut, das wird reicher als Helme. Und jetzt können wir den Trick machen. Hier rüber, Sonne. Auf mit die Helme. Und direkt in die Kanone. Und wir machen den Rest. Echo, 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 Echo. Autsch. Ja, unser Helm ist jetzt mal weg. Es hat geklappt. Ich bin so erleichtert. Hat ja wunderbar funktioniert. Bist du okay? Moment. Ich sehe eigentlich überhaupt nichts. Moment, machen wir einfach das da hier. Ich bin Bobbin. Bist du meine Mutter? Ihm geht's gut. Hurra! Ja. Er braucht jetzt nur so peinliche Anzüge. Ach, der liebe Zeit. Okay. Wir müssen nur die Richtung ändern. Ich probiere als nächstes. Nein, ich mache nächste. Nein, ich. No, ich. Und jetzt fangen sie wieder an, sich zu beleidigen. Dasselbe. Grobian und weiß der Teufel was. Allerhaupt, jetzt sind wir 480 Piaster wenigstens im Sack. Das ist übrigens auch dieselbe Animation wie bei Monkey Island 2.
So ganz nebenbei. Das können wir dann nochmal bei Monkey Island 2 auf jeden Fall ausmachen. Aber äußerst sympathische Bursche hier, die Fettuccini Brothers, definitiv. Wir können ja noch zur Brücke gehen. Wenn wir jetzt gerade sowieso die Insel erkunden. Dumm, die dumm, die dumm. Oh, was ist denn hier? Ein Troll. Gucken wir uns mal an. Niemand kommt hier durch. Stopp! Du musst einen Preis bezahlen. Einen Zoll. Zur Seite, Troll. Ich bin ein mächtiger Pirat. Oder, wie viel kostet denn der Zoll hier? Ja, was hast du denn überhaupt? Ich habe so tolles Gummihuhn mit dem Karabiner in der Mitte. Ich will etwas, was wirklich was etwas sehr Wichtiges, was meine Aufmerksamkeit verdient hat. Okay. Wie wär's denn hier mit Jockey-Shorts? Ach, hör doch mal unseren Scheiß zu babbeln. Gib mal irgendwas, was ich will, oder sonst fresse ich dich. Okay, dann gebe ich dir mal den Fisch. Ah, ein roter Hering. Geh durch. Okay. Und? So im Geheime? Aha, von wegen Troll. Der pfeift sich das Ding da hoch rein, da kennt der nix. Den Trick würde ich auch ganz gern können. Kommen wir da überhaupt nochmal drauf vorbei? Ah ja, jetzt ist der Troll weg. Alles klar. Da sind Lichter, hier läuft noch ein hässlicher Pirat durch die Gegend. Und ja. Gehen wir mal zu den Lichtern. Oh Gott, nee, das hebe ich mir erstmal auf. Stans Gebrauchtschiffe. Gebrauchtschiff Imperium. Ja, das Haus haben wir da noch. Ohne Insel. Okay. Ich überlege gerade, was ist dann sinnvollster. Mit einer Pirate kann ich mich noch nicht. Dreckiger, verrotteter Pirat haben wir hier noch. Sure. Okay. Ist das neu? Nee, Quatsch, das gehört doch dazu. Okay. Wir könnten da noch hingehen, aber nee, das bringt uns auch noch nichts. Da brauchen wir auch erst das Schwert dazu. Wir könnten aber noch zur Insel gehen, beziehungsweise zum Strand und dort zur Insel. Dabei pixeln wir eventuell noch zu dem dreckigen Pirat. Nee, nicht zum verrotteten Pirat. Okay. Dann gucken wir uns das heute auf jeden Fall noch an. Ja, besuche fabulöse Hakeninsel mit Souvenire und allem drum und dran. Da können wir dann hochgehen. Zack, zack. Und ich hätte eigentlich ganz gern, dass du darüber gehst. Wobei, du ist unser Karabinerhinkel jetzt wieder super. Denn das ist der einzigste Nutzer von dem Ding derzeit. Und Jiha. So, jetzt kann man nämlich auch hier gehen. Und kennen die der Aufmacher. So. Wird nämlich ein Schuh draus. Aller Hopf. Dann gehen wir doch mal rein. Ey, ich mag einen Besucher. Wer bist denn du überhaupt her? Bobbin Threadbare, ja genau, bist du meine Mutter. Das ist übrigens der Hauptcharakter von Loom so nebenbei. Ich bin ein Pirat, Kanone, Kugelkopf. Wer bist du? Moment mal, Entschuldigung. Aber das Schild da draußen hat gesagt, dass es hier Räume noch zur Verfügung gibt, dass man hier noch schlafen könnt. Entschuldigung, aber das Schild, das ist ein bisschen, naja, eigentlich soll das doch nicht mehr hängen, weil wir haben hier Touristenbusiness mehr. Ich habe mal Shows abgezogen und trainierte Tiere gehabt, also gab es halt mal einen Unfall mit dem Tier und ja, da ist ein Gast ziemlich verletzt worden, deswegen haben wir hier kein Geschäft mehr am Laufen wächst. Und deswegen leben wir hier alle, aber ja. Die einzige Gesellschaft, die ich habe, ist das Vieh, was den unglücklichen Tourist angefallen hat. Und das Vieh, was mich zum Krüppel gemacht hat. Monster, das ist so schrecklich. Und hat mich schon angegriffen, als ich noch ein Kind war. Und hat mich mit einer Hake anstatt der Hände zurückgelassen. Als deformierter Kerl. Jetzt ist ja leid, jetzt bin ich aber deprimiert. Danke. Kannst du mich mal bitte allein lassen?
So, ich bin ein Pirat, Kanone Kugelkopf. Wer bist du? Ich heiße Miethug. Und da gibt's ein paar Probleme mit deiner Höflichkeit, Kerl. Ja, Entschuldigung, ich wollte dich eigentlich eine Kanone Kugelkopf nennen. Na, ist okay. Lieber ein Kanone Kugelkopf als so ein Pony zu haben wie du. Vielleicht sollte ich dich auch Chromkuppel nennen. Einfach nur. Ja, sehr lustig. Du hast aber einen guten Humor, ja. Willst du mal was richtig Lustiges sehen? Was dann? Bild von deiner ganzen glatzköpfigen Familie? Ja, zeigen Sie es mir bitte, Mr. Meat. Ja, komm, zeig mal. Ich bin mal höflich zu dem. Guck dir das mal an. Sag mal Hallo, Roger. Hallo, Roger. Ziemlich gut, hä? Habe ich mal früher so richtig standardmäßig abgezogen. Mittlerweile. Moment, das habe ich nicht mitgekriegt. Und ich bin ein ziemlich beschäftigter Kerl auch noch, so zufällig. Ich bin Bobbin Threadbare. Bist du zufällig meine Mama? Nee, meine Mama war End. Und jetzt, hau ab. Erlaubt, mir geht hier leider Anime. Also, Entschuldigung, im falschen Haus gelandet. So, Allah. Viel Spaß auf Media Island, Trademark. Sagt Tschüss, Roger. Tschüss, Roger. Gut, alles klar. Dann machen wir uns so wieder auf den Weg. Eventuell macht er die ganze Sache dann wieder automatisch. Schauen wir mal. Ich denke mal, dann können wir auch auf jeden Fall mal... Moment, Use, genau. Dann können wir, glaube ich, auch mal die erste Prüfung mal wirklich angehen. Ne? Okay, wir müssen das wirklich etwas umständlich machen. So und so und... Na? So, so und so. So, da kommt dann wieder angepixelt. Jo, das geht sogar auf beide Seiten. Das ist doch mal ein Huhn. Aber hallo. Dann hätte ich mal sagen, wir können jetzt wirklich mal die Prüfungen angehen. Und ich heb mir eigentlich, würde ich mal ganz gern sagen, die Schwertmeisterprüfung bis zum Schluss auf, weil ich persönlich finde, dass das eigentlich die coolste Prüfung ist. Weil das ist dann mit Kämpfe und mit Trainiere und so weiter verbunden. Deswegen würde ich eigentlich ganz gern erst einmal mit unserem neu erworbenen Geld ein bisschen auf Einkaufstour gehen. Würde mir die Schaufel ganz gern zulegen und würde als erstes mal ganz gern... Moment. Eins habe ich noch vergessen. Das brauchen wir auf jeden Fall für die Prüfung mit dem Idol. Das habe ich jetzt leider vergessen. Können wir aber noch holen. Wir sind ja derzeit noch in Reichweite von der Weltkarte. Also raus mit uns. Und geht dann mal hier in den Wald rein. So, wir gehen jetzt einfach mal auf gut Glück hier durch den Wald und finden hier sowas Schönes. Schaut doch mal hier die Pflanze an. Oh, was für ein ungewöhnliches, strahlendes Gelb. Nicht GIF. Nimm's mal ab. Ja, genau. Gelbe Pflanze. Gucken wir uns mal an. Sehr starkes Gelb. Okay, dann kombinieren wir das Ganze mal. Und zwar mit dem Fleisch. So, gucken wir uns das Ding mal an. Ja, das ist irgend so ekelhafte, fleischartige Substanz auch noch. Das ist nicht mal was Richtiges. Alle hopp. Jetzt haben wir den Kruscht nämlich. Können damit wieder zurück ins Dorf. Und können dann noch ein bisschen was einkaufen. Und können theoretisch, aber nur so rein theoretisch, könnten wir dann auch die Prüfung mit dem Diebstahl AG, wobei ich eigentlich finde, dass der Diebstahl die zweitschönste Prüfung ist, weil da sehr viel Krusch dabei ist, den ich eigentlich ganz amüsant finde. Dann will ich doch eigentlich mal wirklich sagen, die Schatzsuche soll das erste sein, was wir machen. Weil die ist halt einfach tatsächlich am anspruchslosesten. So, hier haben wir hier die Abkürzung. Gehen hier wieder hier. Und wackeln nochmal zum Gemischtwarehändler. Ach Gott. Der Papagei hat mich eben ein bisschen verschreckt. Der Hansel ist wieder nicht da. Dann
holen wir uns jetzt die Sache aber wirklich. Holt er die Schaufel und holt das Schwert. So. Oder? Das ist, glaube ich, auch dasselbe Symbol wie bei Monkey Island 2 für die Schaufel. Da haben wir dann nämlich auch noch eine. Gut, dann. Klingeling. Du schon wieder. Mit der Leid immer dieselbe Scheiße hier. Ich kenne allmählich auf Sound aus. Ja, das Schwertmilch, das sagt, du könntest mal eher in den See springen oder so nebenbei. Was will denn eigentlich? Ja, ich könnte eigentlich mal so Pfefferminz vertragen. Das sagst du mal richtig, da nimmt einer. Ach, bitte. Ach, nimm einfach die ganze Rolle. Das macht dann MP da. Noch irgendetwas. Ja, wegen dem Schwert. Was ist damit? Das mal will ich's. Ich weiß so, dass es 100 Öcke kostet. Ja, sehr schön. Und die beste 100 Piastra, die du je in deinem Leben verwendet hast und ausgegeben hast. Was willst du ja noch? Ja, die Schaufel, die möchte ich übrigens auch noch haben. Ja, das hat man ja schon wieder das ganze Gedöns. Ich will sie haben. Ah, sehr schön, ja. Das bezahlt sich von selber, glaubt man. Das, die 75 Piastra, die hast du wieder in ratzfatz drin. Und lass noch ein paar Schätze für uns andere übrig. Was willst du denn sonst noch? Sonst ist eigentlich nichts mehr, Kerl. Gut, ja, es ist keine Boutique, das weiß ich auch. Ich brauche eine den ganzen Tag, keine Angst. Gut, dann haben wir jetzt den Kruscht ehrlich erstanden. Die sehen ein bisschen aus wie Viagra, die Dinger, aber warum auch nicht. Und nachdem wir jetzt auch hier diese Pfefferminzrolle haben, können wir auch nochmal mit dem Gefangenen sprechen. Der braucht nämlich dringend was gegen seinen verwesenden Stinkeatem. Da, bitte. Oh, ja, Grogomint. Das ist sehr erfrischend. Danke. Kommst du her, mich zu befreien? Wer bist denn du überhaupt? Ich heiße Otis. Ja, zumindest glaube ich das. Ich bin so lange hier drin, dass ich mich schon gar nicht mehr an meinen Namen erinnere. Und muss mich hier rauslassen, bevor ich vollkommen meinen Verstand verliere. Siehst du, dass ich unschuldig bin? Was machst du denn überhaupt im Knast, wenn du unschuldig bist, Kerl? Ja, ich wurde reingelegt. Ich hab die tappische Blumen angefasst. Was für Blume eigentlich? Ja, das gelbe Kaninchen-Dormi, was überall im Wald wächst. Das ist eigentlich gegen das Gesetz, das zu pflücken. Ups, da habe ich eigentlich auch anscheinend Verbrechen begangen. Der Sheriff Scheintop ist schon ein Dappschädel, oder? Ohne Spaß. Der Scheintop, das ist der übelste Kerl auf Media Island Trademark. Und zum Glück passt der Gouverneurin auf den Nuff die ganze Zeit. Vorher hat man eigentlich mal einen ganz faire Kerl, aber der ist unter mysteriöse Umstände verstorben. Wenn mich fragst, hat der neue Sheriff irgendwas damit zu tun. Ich denke, das ist mal genug, Otis. Ups. Ich hoffe, du hast den dreckigen Typ doch nicht so ernst genommen. Der hat seine Schulden zurückgezahlt. Naja, der sieht für mich eigentlich recht unschuldig aus. He is filthy. Er ist dreckig und außerdem stinkt er noch ziemlich arg. Stört's dich? Wir haben eigentlich eine sehr private Konversation geführt. Okay, für mich sieht er eigentlich ja unschuldig aus. Warum lässt er nicht raus? Vielleicht sollte ich um einen eigenen Scheiß kümmern, Fremder. Ich entscheide ja, wer unschuldig ist und wer schuldig ist. Entschuldigung. Guck mal, mir ist egal, was du vorhast, aber was immer du vorhast, ist bestimmt illegal, also vergiss es. Wo immer auf Melee Trademark hier gehst, pass ich auf dich auf. Wenn irgendwelche Affengeschäfte versuchst, dann geht's da eine Kracher. Oh Mann. Das ist aber nur ein Typ. Geh ich mal lieber fort, bevor wir beide in Schwierigkeiten geraten. Okay, würde aber trotzdem noch ganz gerne mit Otis sprechen. Bist mal wieder hergekommen, um hier den Gefangenen auszuhorchen. Wie ist dann das Essen hier drin eigentlich? Ach ja, das Übliche.
Grog und andere Schleim, Ratte, Käfer und irgendein anderer Schleim noch, weißt der Teufel was. Die Tante Tilly, die hat noch einen Karottekuchen gebacken. Und der Koch hier in der Bar ist ein alter Freund von mir, der bringt mir ab und zu mal, schmuggelt mir mal ein bisschen was rein. So, ja, irgendwas Fleischartiges und, ja, eklige Krust halt. Was ist dann so komisch an dem Zeug, du? An dem Brot? Es ist nicht nur alt, es ist schon ziemlich, hat auch einen Schwanz dran. Lecker. Rattepastete oder was? Kann ich da eigentlich irgendwas bringen? Ja. Du kannst mich hier rausholen. So nebenbei, die Rat, die wäre auch nicht schlecht, wenn die mal fort wäre. Ich tausche das mit dem Karottekuchen von meiner Tante und ich hasse Karottekuchen. Okay. Und wer wollte ich eigentlich reinlecker? Das weiß ich nicht so genau. Ich glaube aber, das war, keine Ahnung, Conspiracy, weiß ich nicht. Okay, tolles Wortspiel. Und er mag ja Besucher und so, aber ich glaube, der hat genug. Okay. Gut, er will was zu trinken haben und mit jemand anderem retten. Und er ist der einzige Pirat, der auf der Insel noch da ist. Okay, gut, die Ratte soll ich loswerden und dafür gibt er mal dann der Karottekuchen von seiner Tante und er hasst Karottekuchen. Das war mal zumindest die Quintessenz von dem Ganzen. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, mir hängt jetzt eigentlich alles Zeug parat, sodass wir in der nächsten Episode übermorgen bei Let's Play The Secret of Monkey Island Special Edition auf Pelzig hier weitermachen können und schon mal die Diebesaufgabe in Angriff nehmen können. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.